Jetzt schaut's drauf. Queen, das Leben von der. Und jetzt schaut sie. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, das Weihnachtsupdate ist draußen und ich habe leider dazu kein Video nicht gemacht, also ich mache es jetzt ein bisschen nachträglich, aber ich habe es jetzt leider nicht geschafft, weil ich erstens war ich krank und zweitens habe ich Berufsschule und ja, Lerner und morgen auch noch eine Prüfung und was weiß ich alles. Aber ich mache jetzt halt noch auf jeden Fall ein Video dazu, zeige ein paar Fights und ja, gehe nochmal die Neuerungen durch, aber ihr werdet es wahrscheinlich eh schon alles mitgekriegt haben. Erstens mal Weihnachtspaket, 10 Mille von jedem und 100.000 Dunkles. Ja, war nicht so schlecht, aber der Schlag jetzt nicht so. Also seit heute kommen wir auf jeden Fall, gibt es den 1 Gem Boost für die Elixiersammler und für die Goldminen. Habe ich gleich mal reingehauen, natürlich auch für die dunklen Bohrer, die darf man nicht vergessen. Habe jetzt auch gemacht, dass ich meine Helden vielleicht mal leveln kann. Weil die gehen jetzt bis auf Level 45. Da habe ich jetzt die Hawk Rider gestartet, auf Level 7. Ja, heute dann so 600 Trefferpunkte, machen eigentlich schon richtig gut schon. Mal schauen, wie sich das entwickelt bei denen. Habe ja bis jetzt noch nicht ausgetestet. Und dann Golem Level 6, den werde ich dann als nächstes machen, wenn ich drauf hingespart habe. Das dauert aber jetzt erst einmal, weil das kostet 200.000, das ist doch einiges. Das habe ich schon gesagt. Gibt es jetzt einen Sammlerschub, der dauert jetzt 6 Tage, 17 Stunden noch. Und Armeeschub, danach kommt dann ein Armeeschub für ein Juwel. Ja, das beginnt dann in 6 Tagen direkt nach dem Sammlerschub. Und beginnen 4 Tagen. Ja, jetzt gibt es halt seit heute dieses Weihnachtspräsent. Das hat es ja vor 3 Jahren mal gegeben. Da habe ich noch nicht Clash of Clans gespielt gehabt, oder vor 4 Jahren sogar. Da habe ich das noch nicht gespielt gehabt. Ich habe mir immer Videos dazu angeschaut. Aber den gibt es jetzt da. Habe ich jetzt sogar schon ausgebildet. Da werde ich dann auch noch einen Fight machen. Den werde ich hinten rohhängen und nochmal extra kommentieren. Gesamtschaden 900. Ja, da kommt ja dann so ein Weihnachtsmann reingeflogen und der haut dann da seine Geschenke auf und verlässt dann die Geschenke im Dorf liegen, wo man dann ein bisschen Elixier dafür kriegt. Habe ich immer recht cool gefunden und wollte es unbedingt mal ausprobieren. Ich werde jetzt dann am Schluss noch ein, 2 Fights damit machen. Neues, das schauen wir gleich. Das finde ich von Haus aus cool. Die neue Ansicht, dass da Ereignisse da sind. Neues Ereignismenü. Steht da, frohe Clash-Weihnacht. Ereignismenü ist das. Wie gesagt, das gefällt mir saugut. Also finde ich gut, dass das gekommen ist. Wenn da jetzt halt öfter so Ereignisse kommen, das darf mir natürlich sehr gut gefallen. Neue Verbesserungen. Rathaus Level 11. Barbarenkönig Level 41 bis 45. Das gleiche bei der Bogenschützenkönigin. Golem geht auf Level 6, habe ich schon gezeigt. Schweinereiter Level 7. Giftzauber Level 5. Clanburg Level 7. Magierturm Level 10. Mauern Level 12, aber maximal 50 Stück. Und weitere Aktualisierungen. Magierturm Level 9 gibt es auf Rathaus Level 10. Radius des Giftzaubers vergrößert, da habe ich mir beim letzten Video, bei dem Weihnachtsupdate-Video leicht verrät. Auf jeden Fall, der ist vergrößert, nicht verkleinert. Schaden und Trefferpunkte der Hexe erhöht, was ich jetzt sehr geil finde, weil endlich mal wieder Go-Wiwi-Fights, die waren bis jetzt halt schon, eigentlich, ich habe letztes Mal einen Go-Wiwi-Fight ausprobiert und der hat relativ gut funktioniert, keine Ahnung, warum das jetzt nochmal erhöht worden ist. Angriffsgeschwindigkeit vom Ballon, Drache, Pekka erhöht, einige schnellere und günstigere Verbesserungen. Eine da zum Beispiel ist jetzt Mauer auf Level 11 machen, 3 Mille, die war davor auf 4 Mille. Und da machen wir jetzt gleich mal eine. Die machen wir doch mit Elixier. Und ich habe eine neue Lieblingstaktik, muss man noch dazu sagen. Kann ich schon angreifen, 26 Minuten. Neue Lieblingstaktik, die kann ich aber leider nicht am PC sagen, weil da muss man echt die Truppen sehr schnell setzen. Ich probiere zurzeit immer Go Lava Lunien aus. Also ich nehme immer 3 Lava-Hunde mit. Ich glaube 23 Loons sind es. Und das ist jetzt halt schon geil, die Taktik. Nur dazu, weil die Loons jetzt ja eine Bomben schneller schmeißen. Und da habe ich was verplant. Da habe ich einiges verplant an Warden. Das ist immer ein bisschen kompliziert, dann Warden zum Zünden. Da zum Beispiel, ja, das ist sogar noch gegangen. Ja, das war ganz okay. Aber so sind die Truppen jetzt nicht richtig geflogen. Aber ich farm damit ein bisschen. Ich möchte dunkles zusammenfarmen. Die Truppen, das ist jetzt auch nicht so teuer. Das geht da noch einigermaßen alles. Und mir gefällt die Taktik. Ich habe mit der früher immer angegriffen und ich habe das eigentlich nie so richtig hinbekommen. Aber jetzt, das macht eigentlich brutal Spaß. So zum Greifen. Man muss die Truppen zwar sehr schnell setzen, wie gesagt, die Loons und die setze ich immer mit 2, 3 Fingern. Da muss gleich ein Warden dahinter, also natürlich davor noch die Lavahunde.
dann gleich einen Warden hinter platzieren, sonst fliegt er hinter die Lakaie her. Und dann ganz schnell die Lakaie und ja. Ich kann ja nochmal schnell einen Fight sagen, aber ich farm so eher jetzt, schau eher auf das Dunkle, dass ich mir meine Helden leveln kann. Da haben wir 3 Sterne, da 3 Sterne. Es läuft relativ. Das war so bitter. Der Fight, ich sage jetzt absichtlich den. Das habe ich noch nie gesehen. Echt, sowas habe ich noch nie gehabt. Also, gehe wieder von oben rein. Warden fliegt richtig schön hinterher. Mit dem Drachen. Das ist halt das Problem ein bisschen mit dem, wenn was in der Clanburg ist. So hat es aber relativ gut funktioniert. Loons sind sehr viel reingeflogen. Warden gezündet habe ich da auch gut. Das hat relativ gut funktioniert wegen dem Multi-Inferno. Der hockert auf alle Loons ballert. Und es leben noch viel. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt holen wir da vielleicht Luftabwehr zuerst. Das war dann im Nachhinein ein Fehler. Ich meine, die holen wir zuerst Luftabwehr, dass die Loons noch ein bisschen überleben, aber die haben eh nicht lange überlebt. Und jetzt machen wir es mal ein bisschen schneller. Ich hätte, finde ich, 3 Sterne verdient gehabt, aber das war heute jetzt halt echt sowas Bitters, habe ich noch nie erlebt. Da ein bisschen mit Mauerbrecher gearbeitet, Queen kann ich noch zünden. Und jetzt halt, machen wir langsamer. Magier, also der Bombenturm mit der Riesenbombe hat meine Queen nicht erwischt. Jetzt schaut's drauf. Queen, das Leben von der. Und jetzt schaut sie. Durch so eine Mini-Bombe ist die gestorben. Das habe ich noch nie gehabt. Durch eine Riesenbombe, okay, das ist schon öfter passiert. Aber durch so eine Mini-Bombe, das war echt so bitter. Ja, der war inaktiv. Da hätte es mir jetzt, wenn ich da Bartsch dabei gehabt hätte, das war schon geil gewesen. Aber so ist einfach sicher, man kriegt einen Bonus dazu, man holt sicher mal die 50%. 50% holt man eigentlich fast immer. Und man muss halt wirklich schnell bei den Zauber aufpassen, schnell Zauber setzen. Ja. Schnell die Truppen setzen, das ist halt das Wichtige bei der Taktik. Und jetzt probiere ich dann noch schnell diesen Weihnachtszauber aus. Center-Schlag, jetzt glaube ich heißt der, wie heißt der jetzt, ein Weihnachtspräsent. Kann das sein? Weihnachtspräsent, schauen wir. Ja, den probiere ich jetzt noch aus. Truppen sind fertig, das ist jetzt bloß zu Vorführungszwecken. Ich habe jetzt auch so ein Weihnachtspräsent dabei, also den Weihnachtszauber. Habe meine typische Kombination, Loons und Lavahunde. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das hinhaut. Probieren wir es auf jeden Fall mal aus. So, ich bin kurz auf mein Handy geswitcht und habe jetzt da einen Angriff gemacht, weil ich das einfach da besser kann, schneller Truppen und alles setzen. Ich habe es jetzt ausprobiert, ihr seht schon, Zauber habe ich verwendet, dieses Weihnachtspräsent. Naja, der Gegner, der war halt extrem gerusht, aber er hat halt viel Loot gehabt, hat mir gedacht, das nehme ich mal mit. Und da sieht man es jetzt. Der kommt reingeflogen, schmeißt die Geschenke ab und der macht schon ordentlich Schaden. Obwohl es jetzt in dem Fall, ja, ist halt, es ist nett, dass man das einmal sagt, aber ich finde irgendwie, man kann das jetzt nicht so richtig anwenden in einem Fight. Da kannst du einen Blitzzauber oder so auch dafür nehmen, aber ihr habt gesehen, der fliegt da durchs Dorf durch, schmeißt seine Geschenke ab, da liegt jetzt da umeinander, da liegt eins, wo liegt sonst noch? Ja, die kriegen kreuz und quer. Ja, bin wieder typisch in meine Loons reingegangen, habe jetzt einen Loonzauber dafür weniger gehabt, weil ich ja dafür jetzt diesen Weihnachtszauber mitgenommen habe. Loons fliegen richtig schön mitten rein, genauso wie ich das vorgehabt habe. Warden, ja, es hat nicht alles erwischt. Mei, da habe ich noch einen Freeze nachgehauen. War eigentlich unnötig, beides, aber hat relativ gut funktioniert. Und der Fight ist noch lang gegangen. Hab da noch einen Freeze über gehabt, aber man denkt, den heben wir für die andere Luftabwehr auf. Diese kämen raus und hauen einen Freeze auf. War eigentlich unnötig, hätte es nicht braucht. Lass uns auslaufen. 3 Sterne geworden. Ja, so knapp, so 800.000 sagen wir mal mit dem Bonus. Und das Dunkle natürlich, Dunkle, was wichtig ist. Ich kann jetzt leider keinen zweiten Fight mehr machen, weil ich jetzt halt lernen muss. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ich sage bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Abend. Haut's rein. Servus.